Herzlich willkommen zum zweiten Part von Farm Life. Ja, in der ersten Folge habe ich auch vorher zwei gemütliche Gelbe rumfädel zum Legen. Und dann haben wir irgendwie verpennt, dass wir die ja schon ernten hätten müssen. Aber turns out, Orndog Sparda glitzert euch ja noch viel mehr. Horst, es macht Sinn, die Orndog länger reifen zu lassen, weil wir dann mehr Geld dafür kriegen. So, haben wir jetzt wunderbare glitzernde gelbe Rum, die einen höheren Verkaufswert erzielen. Wenn ich jetzt mal dort drauf gehe auf Info bei dem Stück hier, da haben wir 175 kriegen. Und bei dem zum Beispiel ohne Glitzer 132, also deutlich mehr. Und den mit dem Pestiziden 159, warte mal was. Okay. Also schau. Okay, warte mal. Ich glaube, das war so ein Ding, du musst Pestizide und Fungizide nur anwenden, damit die nicht verrecken, wenn du die eben dann nur länger wachsen lässt. Aber im Verkaufspreis machen die nichts, komischerweise. Okay, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen Button, der uns sagt, yo, wir können das Ding jetzt anmelden für die Meisterschaft. Für die Meisterschaft im Frühling. Und jetzt beginnen wir einfach mal die ganzen Sachen per Hand abzuernten. Und ja, so ist es eben am Anfang. Aber wir werden heute schon wieder neue Investitionen tätigen, keine Sorge. Damit das alles wesentlich schneller geht. Deswegen habe ich jetzt nur am Anfang mal 2 gelbe Rumfädel hergeholt. Das langt nämlich erstmal. Bom, bom, bom. Übrigens, ich weiß, Farm Life ist nicht wirklich ein Spiel, das sehr bekannt ist oder was ich sehe. Aber für mich war es eben ein Anliegen, weil es halt sehr, sehr nostalgische Gründe für mich hat. Und ich habe es auch noch nie, also wirklich, ich habe es nirgends auf YouTube Deutschland gesehen, dass da irgendjemand schon mal ein Let's Play darüber gemacht hat. Deswegen, Grüße gehen raus an niemanden. Oder an alle, die so Let's Play mal sehen wollten. Weil hier ist es. So, als allererstes. Dream Big, da ich mal sagen. Und wir gehen jetzt hier zum McCormick & Morrison. Kaffee von uns. Direkt links. Neben unser Grundstück. Nur mehrer Grund an. Wir haben ja Skate. Und wir brauchen jetzt auch den Platz. Aber bevor wir hier irgendwas großartig einkaffern, gehen wir rüber. Und machen mal ein bisschen Platz. Wir hämmern den fetten Stor aus dem Weg, weil wir genau da jetzt ein Fundament bauen wollen. Und actually, ja, so leid wie es mir ja tut, wir müssen halt den Baum hier weghauen. Und noch einiges mehr. Wir wollen hier Ackerbau betreiben. Und so war es halt schon immer. Der Mensch rodet. Da geht noch ein Büschel weg. Da geht noch ein kleiner Stor weggeklatscht. Müssen wir mal schauen, wie viel Platz wir dann brauchen. Ich habe mir natürlich so einen kleinen Plan gemacht. Ja, okay. Muss der Baum auch weg? Den können wir mal zur Sicherheit mal lassen. Weil wenn der Baum weg ist, dann ist er weg. Wir kaufen uns jetzt unser erstes Gebäude, das wir dringend brauchen. Und zwar ist das eine Garage. Und zwar direkt, oh ja, direkt neben das Haus, weil so habe ich es früher schon immer gemacht. Yeah. So, aber jetzt wird es schon wieder dunkler. Und das war's jetzt mit unseren Möglichkeiten. Wir kehren jetzt halt eigentlich maximal nur noch hier ein bisschen umgrommen. So, jetzt wird's dunkel. Und jetzt gehe ich schlafen. Damit wir kurz Zeit am nächsten Tag verlieren. Und perfekt, es regnet sogar. Ey, wie ich diesen Frühling liebe. Ich habe bisher immer noch kein einziges Mal gegossen. Und irgendwie, ja, man munkelt, vielleicht habe ich mich im gestrigen Tag ein bisschen da verdruckt. Weil da war der Acker halt nass.
nachdem er was, war der Acker halt trocken, nachdem er was geerntet hat. Nachdem er halt was geerntet hat und es nicht regnet oder keine Bewässerungsanlage hat, ist der Boden halt trocken. So. Deswegen hätte man gießen müssen und irgendwie habe ich es geschafft, die Zeit doch noch zu überbrücken. Perfekt. So. Es macht da gar nichts, dass wir jetzt nicht gestern direkt wieder abpflanzt haben. Weil wir haben ja keinen Zeitdruck. Wir sind zwar Kapitalistenschweine, aber noch sind wir Kleinbauer. Beziehungsweise Neuling. Neuling 3000. 3000 heißt übrigens die Punktzahl. Die können wir erhöhen, indem wir eben gewisse Trophäen sammeln. Oder eben auch beim Jahrmarkt jeden Monat angemeldete Pflanzen oder Tiere mit gewonnenen Bändern auszeichnen lassen können. Ich glaube, wir können uns einmal die Gebäudefarbe anschauen. Boah. Was kann man denn noch? Machen wir mal Gräer und so weiße Türen, oder? Das hat doch was. Ja, machen wir mal so. Ah ja, was ich übrigens noch gar nicht gesagt habe. Da oben ist ja, da sieht man ja das Symbol. Sehr nice. Gut, und was ich jetzt austesten wollt, ob wir da weil in der Garage können wir dann alle unsere Traktoren und Anhänger dafür, Maschinen dafür lagern, was absolut keinen Sinn ergibt, da war der Scheiß drauf. Und wir müssen da herausfahren und dann müssen wir mal schauen, dass wir da genügend Platz haben. Also, die Traktoren, die wir dann später haben werden, sind 3 breit. Ja, also so halbs Fädel. So. Da können wir entlang fahren. Und perfekt. Der Baum ist perfekt. Der Baum ist die perfekte Abgrenzung hier. Wir können hier perfekt rausfahren. Denn hier links, auf der linken Seite, habe ich vor, eine riesige Ackerlandschaft zu bauen. Komplett die linke Seite runter. Bis fast ganz nach unten tatsächlich. Und auf der rechten Seite, da kann man dann Ställe hier. Und so sonstiges. Es gibt Dekorationen, die man kaufen kann. Genau, das schauen wir uns erstmal genau an. Aber das ist bei mir immer sehr praxisbehaftet, dass man mal effizient rumfahren kann und effizient schnell zu den ganzen Stellen und Äckern hier kommt. Boah, das ist ja ein richtig ekelhafter Anblick. Alles trocken. Das erste Mal nach 11 Tagen. So, jetzt passiert's. Hier, wir müssen gießen. Und so schaut es aus. Einfach, musst dir vorstellen, du hast so eine Dreierreihe, einfach in die Mitte stellen und dann wird hier gegossen. Was sehr geil ist eigentlich, weil das recht effizient ist, ganz im Gegensatz zum einzelnen Säen oder einzelnen Pflücken der Babyräume. Deswegen muss man sich überlegen. Es ist halt alles Zeit, die drauf geht. Möchte man jetzt irgendwie mehrere Pflanzen, die man eben nicht bloß one by one ernten kann, sondern eben auch mit der Sense so 3 auf einmal mitnehmen kann oder sowas. Aber gut, wie gesagt, ich mache das jetzt am Anfang so, weil die Gelbe meist Gelb bringen. Und weil sie nur vorübergehend ist. Deswegen kann man das jetzt schon mal am Anfang mit der Hand machen. Und ich sehe, unser Bauernhaus wird irgendwie dreckert. Dann nehmen wir doch, glaube ich, den Farbpinsel und gängen nur mal drüber und streichern mal gescheit. Zack, zack, zack. Zack. Und es ist wieder hell. So simpel ist dieses Game gestrickt. Ah, wenn dein Ruf gut genug ist, könnte ein Fotograf morgen deinen Hof besuchen. Wenn dein Hof in einem guten Zustand ist, könntest du einen Preis gewinnen. Ja, da war ja was. Immer am 15. anscheinend ist es so. Oder am 14. 14. auf 15. irgendwie sowas. Kommt dann ein Fotograf und bewertet den Hof. Und das halt jeden Monat, jede Jahreszeit eben,
Und da müssen wir tatsächlich immer gewinnen. Ja? Oder wir müssen jeden Monat, jede Jahreszeit müssen wir gewinnen. Nur das Problem ist, ich weiß jetzt nicht ganz, ab wann der sagt, der Hof ist gut genug. Also, weil, immer klar, er ist im guten Zustand so, aber ich habe 2 Fädel und eine Garage, mehr ist da nicht. Deswegen werden wir definitiv diesen Monat noch nichts gewinnen. Aber im nächsten. Weil unser Farm exponentiell geiler wird. Der Fotograf kam heute früh vorbei, um ein paar Aufnahmen zu machen, aber du warst noch nicht wach. Leider war dein Hof einfach nicht attraktiv genug. Kümmere dich darum, dass er in der nächsten Jahreszeit in einem guten Zustand ist. Ich schätze mir, dass das auch irgendwie mit dem Rang Neuling zum Tor hat. So, Erntezeit. Es ist zwar alles trocken, aber das juckt uns nicht. Wir gehen wieder durch. Und cashen dick ab, Mann. Was halt auch, ey, wirklich sehr satisfying ist. Das sind halt diese grünen Zahlen, die über dem Kopf erscheinen. Das kann man doch keiner erzählen. Das findet doch jeder geil, oder? Bung. Bung. Uiuiui, was stehen wir jetzt mit dem Game plus so? Was stehen wir damit plus so? Naja, wie war's mit den ersten Traktor zu kaufen? Bei Harvest Crown, oder beziehungsweise Harvest Crown ist die Marke. Ne? Wir holen uns den Kompakt-Traktor. Und eigentlich, ich glaube, wir holen direkt den Pflanzer dazu. Ja, den Ernter noch nicht. Das machen wir noch per Hand. Okay, geil. So, dann können wir jetzt direkt wieder loslegen. Wir gehen in die Garage und ziehen uns raus. Mit einem zweireihigen Flug können wir auf ganz entspannt und mega schnell unseren Acker umgraben. Also nicht immer nur 2 Fädel auf einmal. Ja. Und der war ja schon beim Kompakt-Traktor dabei. Aber den Pflanzer haben wir uns so dazu gekauft. Zick, zack, 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 zack. Können wir jetzt auch alles automatisch umpflanzen. Yeah. Aber was wir noch nicht können, ist bewässern. Das müssen wir halt so machen, gell? Immer noch per Hand. Aber es ist nicht so schlimm. Gott sei Dank ist wieder ein verregneter Tag. Ah ja, jetzt sehe ich gerade, wir haben 500 Punkte gekriegt. Dadurch, dass wir unseren ersten Bullock gekauft haben, glaube ich. Wir sind schon im Rang. Ein bisschen weiter nach oben. Die Erfahrungspunkte so zum Song. So. Wir holen jetzt das erste Mal was anderes als Gaby Room. Und zwar ein Heufeld. Das setzen wir da oben hier. Okay, und actually habe ich es falsch gesetzt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Deswegen reißen wir das jetzt hier einfach wieder ab. Kostet uns auch ein bisschen was. 8 Dollar nur. Und zwar machen wir das genau so. Genau. Wir brauchen oben nämlich noch einen Platz frei. Das hat alles damit zum Tor, wie wir dann mit dem Bullock aufs Fädel fahren können. Aber das werdet ihr dann verstehen. Effizienz, Leute, Effizienz. So, und jetzt holen wir uns sogar direkt Mais. Ja, ich glaube, das war richtiger Mais. Wenn nicht, dann möchte ich das nochmal umplatzieren. Das hat Gründe, warum ich das so sortiere. Dann Weizen. Moment, da, genau. Natürlich kümmern wir uns ja direkt um unsere Felder und ihr seht schon, wie ich da reingefahren bin. Das geht dann später mit dem dreispurigen wesentlich besser. Und actually, komm, was soll der Geiz? Abfahrt. Weil es halt gerade schon renkt, der wir das auch gleich mal in mir an, oder? Das sind jetzt alles 3 Sachen, die nur 3 Tage brauchen, bis sie fertig gewachsen sind. Aber das sind jetzt auch alles 3 Sachen, die nicht unseren Gewinn wirklich krass erhöhen, ja? Na klar, nur mit 3 Viertel mehr ist nice. Aber was uns am meisten Geld bringt, das sehen wir dann ab 3800 Erfahrungspunkte, sagen wir mal so.
Guten Morgen, Mare. Es ist Frühling. Heute ist der alljährliche Jahrmarkt. Komm unbedingt vor dem Dunkelwerden vorbei, wenn du noch teilnehmen möchtest. Und genau da gehen wir jetzt hin, weil wir haben ja schon ein Gaby-Rum angemacht. Immer am letzten Tag der Jahreszeit, wo ich möchte immer Monat sagen und es nervt mich extrem. So, jetzt schauen wir mal. Da sieht man, was man jetzt umhalten kann. Wir haben nur ein gelbe Raum. Und jetzt können wir verschiedene farbige Bänder kriegen. Blau ist das Beste und das wollen wir haben. Blau. Direkt 65 Erfahrungspunkte mehr. Dankeschön. Sehr gut. Das war schon mal ganz wichtig. Dass wir da direkt blau gekriegt haben. Jo, ihr seht, es wächst und gedeiht, alles ziemlich gut. Wir haben schon einen kleinen Fuhrpark uns zugelegt. Und in der nächsten Folge der Saison geht es dann weiter. Die findet ihr in der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.